Herr Präsident, die Damen und Herren, Leifren, so merci, dass mir haut Möglichkeit haben, über die Organisation von den Arbeitszeiten zu diskutieren. Viele Kollegen haben mich gefragt, wie wird das Debatte? Für mich ist es wichtig, dass so eine Debatte soll stattfinden, zusammen mit der Chambre, am Vorfeld von den Detailer möchte an Diskussionen feiert, mit den Sozialpartnern, wie das auch die Chambre, an die Diskussionen man da gebunden ist. Und dafür werde ich auch nicht eine lange Rede halten. Ich bin froh, wenn Herr Präsident, wenn ich die Minuten, die ich abspure, mitgebe oder Herr Nogif beikriege, mich mein Reglement gesagt habe, nicht viel, weil wir dann noch die Gelegenheit haben, auf die einzelnen Proposen anzugehen und dann auch zu sagen, was als Ideen sind, wie man verschiedene Sachen aufpacken. Die Arbeitszeiten sind etwas Wichtiges. Sie sind etwas Wichtiges für jeden Verein. Sie betreffen Salarien, die all der für sich Beruf und Privatleben unter den Hut zu kriegen. Sie betrifft Unternehmen, die an einem immer mehr anspruchsvollen ökonomischen Umfeld müssen schaffen. Sie betrifft Familien, die Kinder erziehen oder sich um ihre Familienmitglieder kümmern. Und sie betrifft auch die Attraktivität von unserem Land und die Kompetitivität von unserer Wirtschaft. Genau da wennst, wollte ich die Diskussion als erstes mit der Chambre feiern. Ich habe schon über viele Jahre hier am Plenum gesehen. Und aus der Erfahrung heraus sind immer davon überzeugt geblieben, dass die grossen gesellschaftlichen Debatten in diesem Land nicht recht dann an die Chambre gehören, was schon alles dezidiert ist, mir das am Vorfeld auch die Chambre soll an diese Debatten angebaut sind. Die Chambre soll nicht nur über Resultate diskutieren, sie soll auch die Möglichkeit haben, sich zu äußern zu dieser politischen Orientierung vom Land, weil das hat Konsequenzen für ganz Lützeburger Land, für das Privatleben, für das Arbeitsleben und auch für die Ökonomie. Das ist genau aus dem Grund, dass ich euch heute alle gute will nachlauschen. Ihre Gespräche mit den Sozialpartnern an eine neue Phase werden beginnen. Ich will hören, was die verschiedenen politischen Sensibilitäten auf diesem Thema, wie sie das gesehen und wie sie auf das Thema gucken. Ich will die Argumente hören, bedenken, aber auch die konkreten Propositionen. Ich meine, dass das unserer Demokratie gut tut und dass dadurch weitere Gespräche mit den Sozialpartnern mehr eine breite Basis kann geben. Das Debatte ist dabei nicht der Anfang von diesem Austausch, mehr weitere Schritt. Schon an der Arbeitskommission hatte ich Deputierte nachgeladen, hier Fragen und Überlegungen zum Thema Arbeitszeitorganisation und dem Ministerium umzubringen. Verschiedene Mitglieder von der Kommission haben diese Möglichkeit genutzt und die entsprechenden Antworten, soweit wie es möglich war, habe ich alle guten zukommen gelassen. Ich weiß, die danach noch kommen, aber da ist es auch nicht mehr unbedingt allein das Arbeitsministerium, den die kann liefern, da brauche ich auch noch andere Verwaltungen und dafür will ich mich entschuldigen, wenn da noch nicht alles bis zur letzten Minute kommt, geliefert gehen. Ich wollte mal den bewusst und befreien und offenen Austausch encouragieren. Die Debatte von heute, dass wir möchten, die logisch fortsetzen in dieser Approche. Dieser Kontext soll zum Handeln aufrufen. Wir haben an der letzten Monat eine Sozialsituation erlebt, die nicht mehr einfach war. Es gab Spannungen, es gab Meinungsverschiedenheiten und es gab zum Teil auch Verlust und Vertrauen zwischen den verschiedenen Akteuren an der Sozialpartnerschaft. Die Tripartite hat aber gewiesen, dass es möglich ist, sich nicht so in den Tisch zu setzen und den Sozialdialog neu oder frisch ableben zu lassen. Das ist eine Entwicklung, die ich ausdrücklich begrüße. Ich bin fest davon überzeugt, dass die grossen Reformen vom Arbeitsrecht nicht mehr gelingen können, wenn sie am Dialog ausgeschafft gehen. Das ist nicht immer der einfachste Weg, aber das ist der Weg, den das Land stark gemacht hat und den auch in Zukunft die besten Resultate am Ende von den Schaffenden und am Ende von der Ökonomie wird bringen. Die Arbeitszeitorganisation ist genau so ein Dossier. Es ist ein komplexes Thema, das sich nicht auf Slogan oder ideologische Positionen reduzieren lässt. Es geht nicht nur um die Interesse von einer Seite zu sehen. Als Aufgabe also der fairen und nachhaltigen Equiliber zu finden. Für mich steht der Mensch am Mittelpunkt von dieser Reflexion. Eine moderne Organisation von der Arbeitszeit soll den Salarien helfen, Beruf und Privatleben besser mit denen zu verbinden und in guten Konditionen zu schaffen. Humanisierung von der Arbeitswelt, etwas, was besonders immer an meiner vorigen Karriere mal groß durchgeleitet war, und das gilt auch heute noch. Gleichzeitig dürfen wir aber auch die Realitäten von unseren Betrieben nicht ignorieren.
weil wenn sie nicht kompetitiv bleiben, da können sie auf Dauer kein sicher und attraktiv Arbeitsplätze mehr anbieten. Es geht also nicht um Flexibilität für die eine Seite oder um Schutz für die andere. Es geht darum, den richtigen Equilibrium zu finden am Ende von allen Guten. Das Besoin no Equilibrium ergötzt sich auch aus den Entwicklungen, die wir an den letzten Jahren gesehen haben. Das Arbeitsfeld hat sich verändert. Als Gesellschaft hat sich verändert. Die Werdungen von den Salarien haben sich verändert. Ich hatte morgen nach einer Entrevue mit einer Assoziation 12:30 für die Point zu machen über Probleme an dem Sektor, wo noch Strach gehen ist, dass die Arbeitszeitorganisation bei den Leuten mehr eine große Wichtigkeit hat für allein den Lohn, wenn es nach für bestimmte Generationen für allem Pai war, die am Mittelpunkt stehen. Also haut an immer mehr auch die Arbeitszeitorganisation, wie kann ich Familienleben und Berufsleben unter den Hut bringen. Die Werdungen von den Salarien haben sich verändert. Mehr auch die Entreprisen haben heute andere Herausforderungen wie nach 24 oder 30 Jahren. An den meisten Familien gehen heute beide Partner arbeiten. Viele Menschen überholen zusätzlich Verantwortung für ihre Kinder oder für ihre Familienmitglieder. Junge Generationen legen mehr Wert auf eine gute Konziliation zwischen Berufs- und Privatleben. Gleichzeitig die viele Betriebe für die Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und sich zu bannen. Gleichzeitig mussten sie das Volumen vom Arbeit an Topträger, die nicht zu allen Momenten dieselbe sind, auch managen können. Und dafür brauchen wir eine andere Arbeitszeitorganisation. Das sind Entwicklungen, die wir nicht ignorieren können. Besonders die Digitaltransformation an die immer wie breite Nutzung von der künstlichen Intelligenz verändern als Arbeitswelt schon heute. Es ist als Verantwortung, diese Entwicklungen nicht nur zu begleiten, sondern auch voraussichtlich zu analysieren. Genau aus dem Grund lanciert das Arbeitsministerium aktuell eine Etude über den Impact von der künstlichen Intelligenz auf den Lützeburger Arbeitsmarkt und auf die einzelnen Sektoren, für als politische Entscheidungen auf eine solide Grundlage zu stellen. Dabei ist es wichtig zu sagen, dass die Arbeitsgesetzgebung sich immer und die gesellschaftliche Realität angepasst hat, sie ist nicht stehen geblieben. Die Arbeitszeit ist am Laufe der Jahrzehnte noch und noch reduziert gehen, Congés haben sich weiterentwickelt, neue Instrumente wie die Plan d'Organisation du Travail oder das Horaire Mobil sind angefordert gehen. All das Schritt hatte gemeinsam, dass sie probiert haben, auf neue Realitäten zu reagieren, ohne die fundamentalen Rechte von den Salarien vorzustellen. Wir stehen also heute nicht für eine Revolution, wir stehen für eine Kontinuität und eine Evolution. Wir stellen uns aber vor, ob der gesetzliche Kader, den wir heute tun, nach überall den Besoin von unserer Zeit entspricht. Genau da setzt doch der Koalitionsakkord an. Die Regierung hat sich engagiert, zusammen mit den Sozialpartnern eine Reorganisation von der Arbeitszeit zu ermöglichen und damit eine bessere Konziliation zwischen Berufs- und Privatleben zu fördern. Gleichzeitig hält der Koalitionsakkord aber auch etwas klar fest, das Prinzip von der 40-Stunden-Woche, die maximale Dauer von der Arbeitszeit und die gesetzliche Zuschläge für Sonderarbeit und Arbeit auf Feiertage, die nicht auf Frage gestellt. Für mich sind beide Aussagen gleich wichtig. Auf der einen Seite geht es darum, als Regeln da anzupassen, wo es Sinn möchte, aber wo sie den Menschen und Entreprisen am Alltag helfen. Auf der anderen Seite geht es darum, die Grundprinzipien zu erhalten, für die Salarien hinter Jahrzehnten auch weiterhin können zu schützen und auch die Zukunft von ihrem Arbeitsplatz muss Bestand haben. Das ist der Kader, an dem ich das Diskussion führen will. Mein Vorgänger, der Georges Michaud, hat schon am letzten Jahr bilaterale Gespräche mit den Sozialpartnern abgeholt. Die haben eine Reihe Sujets angeschwärzt. Es war damals aufgemerkt, den Inhalt von diesen Gesprächen nicht öffentlich zu kommentieren, solange kein gemeinsames Resultat vorliegt. Und diesen Akkord will ich mich auch halten. Wie ich an das Amt vom Arbeitsminister überholen, habe ich das Gespräch auch nicht abgeholt, aber nicht direkt am großen Kader, aber dass wir mal zusammen eine Vertrauensbasis schaffen können. Und ich will, wenn wir diese Debatte aufgeschlossen haben, auch mit den Sozialpartnern zusammen über die Themen diskutieren, so wie wir auch heute das Debatte machen. Ich will, und das ist mir wichtig, dass wir uns alle zusammen einen kompletten Blick über den Dossier von der Arbeitszeitorganisation setzen.
Nachdem der Sozialdialog durch Tripartit so Schwung gewonnen hat, schenkt es mir der richtige Moment kommt zu sehen, das Diskussion für die Teil an Donner wie gesagt am Hirsch mit den Sozialpartnern umzugehen. Ich will aber auch heute ganz bewusst nach nicht auf konkret Inhalte von einzelnen Mesuren vorgreifen. Ich will als echt Analysen hören, ich will Prioritäten kennen und ich will wissen, wo die Möglichkeiten gesehen, wo die Grenzen sind, wie für erst eine moderne Arbeitszeitorganisation für die nächsten Jahre soll ausgesehen. Nur dieser Debatte werde ich dann noch gerne ein paar von den Reflexionen delen, die mehr am Arbeitsministerium schon analysiert haben, und noch für die, die mehr ein Präjugé favorabel haben. Wie gesagt, ich will auch nicht vorgreifen, ich will erst mal alle Gute können, hohe Schnurlaustern, für dann noch können, die Sachen mal auf den Weg zu werden. Es gibt keine fertigen Lesungen, es gibt immer Pisten, und es bringt den nicht mehr fertig, einen konstruktiven Debatte zu feiern, von einem auf den anderen nachlauscht. Wir sollen nicht über den Ehe schwätzen, wir machen nicht. Vielmals merci für diesen Moment. Merci, Herr Präsident. Ich muss noch alle Zettelschaffer auf alles können, so gut wie es geht, zur Antwort richtig passieren, nicht dass ich denke, nicht dass ich nicht vergesse. Dort op Zfre mé war net dat der joch Mkeet mech run ze erinnern. Herr Präsident, die Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will als Eich Titrenge Merci so für das interessante Debatte. Dem Charles Weiler, dem Karl Hartmann, dem Georges Engel, dem Herrn Lemmer, dem Julia Bernard, dem Sven Klemmer und dem Marc Baum. Ich meine, das Debatte am Anfang den Zweck erfüllt wird, dass wir alle gute gesehen haben, dass wir auch an der Definition die Arbeitszeit nicht alle guten dasselbe drin verstehen und dasselbe drin gesehen. Da war mir aber auch ehrlich gesagt, auch schon bewusst, immer mit der Debatte angefangen haben, dass doch werden unterschiedliche Ideen auf hier kommen. Auf verschiedene Punkte von all den Debatten sind als Meinungen aus nie gegangen. Da habe ich auch schon die einen oder die anderen Redner dazu Stellung geholt. Und das weist aber, dass die Organisation von der Arbeitszeit ist ein Sujet, das Leute alle befasst. Das ist immer vor, als was einen Blick in es guckt, was an dem Sujet die Priorität ist. Den der Meiers 2 Stunden am Stau steht, den Mittes Schwierigkeiten hat, für an der Pause können sehr bis heim zu sprangen. Das war an anderen Zeiten mir einfach, weil dann hat den oft mir nur bei der Arbeitsplatz gewohnt, respektiv, ich kann mich noch erinnern, das beweist mir, dass ich auch schon die Chance von der freien Geburt an Staat schaffen gekommen sind, an den 80er Jahren sind Schmäuse und Feierlobsive fortgeführt, ich war im Halbrecht heim. Und es sind mir gegangen. Da das Haut ne am Auto die Zeit ärger. Da das Haut nach schüst ein Dram, den dafür hört. Ich will aber auch so, wenn es an diesem Thema einfach Lesungen gehen, da ging schon mal davon aus, dass die Leute alle gute Schlagen, Lesungen dazu gefunden hätten, und dass es dafür ein bisschen wie schwierig ist, für überall durch Lesungen zu finden. Ich hatte schon am Anfang von meiner Intervention gesagt, dass das Debatte bewusst organisiert haben, ihrisch aufhängen mit den Sozialpartnern an den Details zu gehen, was bei der Rentrée wird geschehen, weil mir wichtig war, die Bolts und die Idee von der Chambre, mit an den Debatte können wir dran zu hören. Ich wollte eher Analysen, eher Prioritäten und eher Propositionen hören. Und ich kann nicht versichern, dass ich die verschiedenen Beiträge mit großem Interesse nur gelauscht habe. Und ich werde auch nicht probieren, auf alle einzelnen Interventionen am Detail anzugehen. Ich gebe vielmehr probieren, die verschiedenen Sujets, die heute geschwärzt gesehen, thematisch abzugreifen, an meine Reflexionen dazu mit dir zu teilen. Der Sozialdialog ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ehe ich auf die einzelnen Themen will ich schnell erklären, wie wichtig der Sozialdialog an diesem Punkt ist. Weil dieser Sozialdialog kommen wir nicht führen an der heutigen Debatte. Trotz unterschiedlicher Positionen über den Inhalt von einer möglichen Reform
hatte ich auch parteiübergreifend verstanden, dass da doch für alle Partei die Habanne vertreten ist, wichtig ist, dass das ganz am Sozialdialog stattfindet. Viel von ihr schon in der Strach, dass eine Reform von der Arbeitszeit nimmen da kann gelingen, dann auch Schiedverein sich an den Dossien, die man dann herno Werte bringen kann rumfahren. Ich begrüße das ausdrücklich. Für mich ist das ein wichtiges Signal, weil gerade bei einem Sujet wie der Arbeitszeitorganisation, den so direkt an den Alltag von den Salarien an den Betrieben angreift, also es wichtig, dass wir noch Lesungen sichern, die von den Sozialpartnern matt gedroht können gehen, respektive von den Sozialpartnern kommen. Das bedeutet nicht, dass wir am Wahlpunkt eine unangenehme Lesung werden finden. Wir schmengen, wir sind als eins, hier am Saal, dass ein Akkord zwischen den Sozialpartnern immer besser ist, wie eine Lesung, die gegen die oder die andere Seite mit allen Mitteln durchgesetzt wird. Und dafür will ich auch so, die Regierung hat die Meinung, nachher man nicht gerne, wenn man an einer Motion zusammen dezidiert tun, dafür schon nicht gerne, also die Motion indirekt super für der zwei, Herr Engel, mit schenkt mir aber kein Problem zu sehen, die Motion umzuhören, für andere Menschen Grabenkämpf zu machen. Mit der Regierung hat sich das organisiert, die Regierung hat Habannen gesot wat ze will an de Premierminister huet dat an net Manner wie an 3 Debatten in der Strach will dat tot zo enke so an dat ass fir Regierung och gut keng Diskussion. Eg gesetzlich Reduzierung vun der Erbeszeit. Am mein Kolleg macht Baum ass bisssen der Bagge. hun bisssen eng aner Lees bisse, awer net viel eng aner Leesweis vun dem wat gesot huet. Gesetz hun 9. Dezember 1970. Kan alle gut wann er an zweete zu soll, die an der Seite geht van der Drm, Debatte vu Demos als Verband en gro Diskussion gefordert. Dats drin gange fir ich vun der Rad 4 Stunde war op 4 Stunde war of zu groen. An Dono an Etappen bis op 4 Stunde woch fir 1. Januar 1970 Fall war. An ich voll do net macht Baum mé engem andere Kolleg toen erinnere, dat war eng CSVDP-Regierung. Just fir dat zu so. Eng CSVDP-Regierung, déi dat Demos Bannen verabschiedet, mat der Unterstützung och vun der LSAP méch well awer so. Der hut fir run do hingestalt, dats die Konservativ an CSV ëmmer do Schwierigkeiten hat. Ich will just so. Die Minister kom Demos vun der CSV, der Rapporter kommt vun der CSV, an d'Initiativ kommt vun der CSV, just fir dat ze erinnern. An ich wollt gucken an der ganzer Zeit. Donno wenn 39 Joer lang hat net eng Partei die Erbesminister hat. An denen 39 Joer als keng gesetzlich Änderung von der Erbeszeit op dem do wolle kom. Das net vor. Erbeszeit net vu Kangé her net vu Kangé vun der 4 Stunde woch Engel da sind ich schon wie der hat selber Gelegenheit fir dat ze machen, du net gemerk, an hat ger das Meer dat innerhalb vum durch. Leet mal eng aner Plag op. Ja schwer eng aner Plag op hängen den dotte Kritikpunkt muss der Schleider gefälle lose, wann der ausdeelt, da muss noch kein naschwschen. Ja, ich will aber just so bei der CSV es geschieht der vor der 3 vun dem der nicht wisse. Gesetzliche Reduzierung von der Erbeszeit, wie Kollegen Habanne gefrot hun, dass dat hier Forderung ist, ich habe ja gesot, am Koalitionsprogramm stoen und dazu steht HSV, dass man nicht 4 Stunden woch ruggin. Dat will aber net Tesche. Ich verstehe Ziel, dat han das Forderung steht, mir deelen die Verzegung, dass Konziliation zwischen Berufs- und Privatleben eng von der großen Herausforderung von unserer Zeit ist. Als Regierung haben wir als aber klar schon gesagt zum Koalitionsakkord positioniert. Eng generell gesetzlich Arbeitszeitreduzierung steht dafür aktuell nicht zur Debatte. Das ist aber richtig, dass ein technologischer Fortschritt, Digitalisierung an einzelnen Bereichen zu Produktionsgewinner gefördert wird. Das ist aber nicht für alle Sektoren, nicht für alle Berufe der Fall. Es gibt viele Aktivitäten, bei denen eine kontinuierliche physische Präsenz nötig ist, notamment am Gesundheits- und Pflegesektor, am Sicherheitsbereich oder auch auf vielen Teilen von Industrie und Handwerk. Eine generelle Reduzierung von der gesetzlichen Arbeitszeit gibt dafür nicht überall dieselben Konsequenzen hin, erkennt verschiedene Sektoren zu Organisatoren und wirtschaftlichen Herausforderungen fehlen. Genau das als auch an wissenschaftlichen Etüden in der Strach. Ich will aber so.
auch gené sind a Kollektivverträge. Einer Arbeitszeitmodeller kommen. Der dann 30 Stunden woch. As a verschiedene Betrieber iwwer Kollektivvertrag angefordert gin, an der das auch von der jeweiligen Regierungen immer positiv mat begleet hun, mit der zwei eng Aufkommens, die op vertragliche Basis bestanden huet, a wo die Betrieber sech zu Summe mat de Gewerkschaften eens gesinn. An noch Blick op Deutschland weist, dat viersichtig mat Vergleicher soll sinn. A Frankreich gouf zwar schon am Jahr 2000 eng 4 Stundenwoch angefordert, gleichzeitig goufen awer d'Regelle fir d'Iwerstunden deitlich liberalisiert. Laut de lächten Donneien lucht die tatsächlich Arbeitszeit vu Vollzeitsalarien 2022 und 2024 auch an Frankreich trotzdem bei rund 40 Stunden. Dat weist, dass die legale Arbeitszeit an die Realarbeitszeit nicht unbedingt derselwicht sind, an der Produktivitätsgewinner sech nicht automatisch an einer allgemeiner Reduzierung von der Arbeitszeit näher schlagen. Das heißt aber nicht, dass wir froh von einer Konziliation zwischen Berufs- und Privatleben auf Zeit leben. Am Gegenteil. Wir wollen das Ziel über mehr gezielt auf flexible Mesuren erreichen, die die verschiedenen Realitäten von den Sektoren und den Besoin von den Salarien besser Rechnung drohen wie eng pauschal gesetzlich Arbeitszeitreduzierung. Die weitere Entwicklung hat Adaptation von Congé war auch ein weiteres Thema heran, die von den Kollegen auf Hebrin ist. Ich verstehe Parteien, dass sich für eine weitere Entwicklung von den Congé ersetzen. Wenn wir doch schon an der Chambre angekündigt hatten, bei der Regierungserklärung sind wir am Gang und eine Reform für die verschiedenen Congé-Spéciaux zu schaffen, dass wir ein ähnliches gesetzliches Kader dafür schaffen. Da geht es um Congé pour raison familiale, eine Erweiterung vom Congé von dem Congé am Stierfall, eine Flexibilisierung vom Congé der Maternité, wo wir auch da bestimmte Konditionen erreichen wollen, adaptieren und die Zeit von heute an noch eine Arbeitszeit als familiäre Gründe. Da sind wir am Gang darum zu schaffen, und dieses Projekt werden wir runter am Laufe dieses Jahres deposieren. Das bedeutet aber nicht, dass das Thema von der Congé dummer aufgeschlossen ist, weil auch an der Congé kann es noch immer eine Diskussion gehen innerhalb der Betriebe. Und ich kann erst so, an der Zeit, wie ich Kollektivverträge verhandelt habe, als ganz oft ein Congé gewesen, der noch mal im Mittelpunkt steht, für mehr Congé zu machen. Und auch das werden wir als zentrales Argument bei den Verhandlungen angesehen. Und ich bin auch der Meinung, dass da auch noch vieles wird können geschehen. Wir sollen noch den Sozialpartner die Möglichkeit ausschaffen, dass sie Ouvertüren haben für die Organisation von der Arbeitszeit einen Platz können zu finden. Ich gebe dafür das Thema nicht am Anfang gut ausschließen, aber es wird sicherlich auch da muss geguckt gehen, wer das alles von Vierdeler kann springen. Und da ist auch zum Beispiel die Produktion national für mehr Kollektivverträge zu kriegen. Auch ein Punkt, und das ist auch ein Encouragement, für das können zu machen. Das ist auch geschwärzt von der Planorganisation du Travail, der POT, für die Realität von den Betrieben anzupassen. Ich freue mich, dass dieses Sujet heute angeschwärzt wird, weil ich meine, dass wir hier eine gemeinsame Analyse teilen. Der POT ist am Anfang ein ganz interessantes Instrument. Hier sollte der Betrieber erlauben, die Arbeitszeit mehr flexibel zu organisieren und die Salarien gleichzeitig die nötige Planungssicherheit geben. In der Praxis weiß ich aber, dass diesen Dispositiv seine Ziele nicht mehr zum Teil erreicht. Der Arbeitsminister hat Lise mit einer Etude über die Plan d'Organisation du Travail an den Horaire Mobil beauftragt. Diese Etude weist, dass der Pot haut für alle von den großen Betrieben an der Industrie genutzt wird, während viele andere Betriebe auf andere Instrumente für Überstunden, Interimsarbeit oder Sous-Traitance zurückgreifen. Partizipation von der Etude hat noch erklärt, wie das so ist. Viele Betriebe können hier Aktivität nicht im Mund genau voraus planen. Andere empfanden Regeln als zu komplex oder Kompensationsmechanismen als zu schwer für umzusetzen. Und da kommt immer noch ein Kehr dabei, was an der Minute kann geschehen, noch das schließt nicht alle Probleme aus. Der Constat ist also klar, der Pot wird von heute nicht am Muss genutzt, wie eigentlich gedacht war. Und es sind dafür der Meinung, dass es sinnvoll ist, diesen Dispositiv am Kader von den Gesprächen mit den Sozialpartnern zu analysieren und zu gucken, wie wir das können weiterentwickeln, dass hier besser die reale Besoin von den Betrieben entspricht, ohne aber dabei Salarien hier Planungssicherheit aus Nahen zu verlieren. Es geht dabei nicht darum, den Schutz von den Salarien aufzubauen, es geht darum, ein Instrument,
dat am Prinzip gut as so zu verbessern, dat het an der Praxis auch wirklich funktioniert. Dann as in einer Pisten, die ich will mit den Sozialpartner diskutieren. Wie ich schon am enger echter Intervention ugekündigt hat, will ich pu Piste so. Eng echt Reflexion als de Lehre zwischen der Organisation von der Arbeitszeit an als Aktionsplan für die Kuvertur von der Kollektivvertrag zu erheben. Die Regierung hat ein Ziel gesagt, den Sozialdialog zu stärken, und aber gleichzeitig, und das haben von verschiedenen Kollegen nur geschwärzt gehen, die Rechtssicherheit vom Kollektivvertrag auch zu stärken. Weil es das wichtig ist, dass keine Diskussionen stattfinden, also der Kollektivvertrag maßgebend oder als das Gesetz. Das Haut von den paar Seiten, die froh auch geschwärzt gehen, und ich will, dass wir das fertig bringen am CPTA, und ich bin auch dort zuversichtlich, dass wir die Rechtssicherheit Lesungen werden finden, für das doch hinzukriegen. Ich meine, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und das auch dazu beiträgt, für mehr Kollektivverträge zu kriegen und noch mehr noch mehr attraktiv zu machen, für mehr Kollektivverträge zu kriegen. Da sind ich auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir es fertig bringen, Gesamtlesungen zu finden, wo jeder sich dann rümpft, dass das sowohl für den Betrieb wie auch den Salarié. Ziel muss doch sinn, dass het möglich ist, wenn du einer Sache sind, die keine kontradiktorisch sind zum Arbeitsrecht, dass man dort schreiben, dass es dann immer der Kollektivvertrag als deprimiert, dass keine Diskussion für Rechtsunsicherheit besteht. Das hat auch geschwärzt vom Kontrollrolle von der ITM. Denn das soll ja noch strach gehen, dass wir eine Philosophie wissen. Wir sind der Meinung, dass Prävention etwas ganz Positives ist. Und wir haben die Gelegenheit, über die ITM als auch nach am Laufe von diesem Jahr zu erhalten, weil wir das Projekt an der Phase Finale haben für die Reform von der ITM, wo wir auch da können am Detail bei diesem Projekt einkehren, darauf zurückkommen. Wir bleiben dabei, dass der Georges Michaud angefordert hat, für zu sagen, dass es wichtig ist, Prävention zu unterstreichen, dass das ein gutes Resultat ist oder ein guter Weg ist und dass das aber nicht dazu gefordert wird. Dass gar keine Kontrolle stattfinden und dass keine Strafe ausgeschwert geht, auch Strafe ausgeschwert. Der hat am Bericht von der ITM am Bericht annuell gesehen, und ich habe doch Gelegenheit, verschiedene Kollegen, ob ein Question parlamentär können darauf zu antworten. Ich meine, dass es wichtig ist, dass wenn dann das Projekt von der ITM durchschlägt, dass wir dann dadurch am Detail können heute zusammen diskutieren. Ich meine, dass es doch eine moderne Arbeitsinspektion nicht nur kontrolliert oder sanktionieren soll, sondern auch informiert, sensibilisieren und begleitet. Wenn wir stellen noch fest, dass es oft Betriebe sind, die nicht gerade einen Lützeburger oder einen europäischen Ursprung haben, die ganz viele Schwierigkeiten haben zu wissen, wer heute Lützeburg am Sozialrecht besteht und wie das Sozialrecht heute Lützeburg auf viele Punkte primiert. Dafür, wie gesagt, wenn wir auf das zurückkommen von der Reform von der ITM, können wir uns gerne ein im Detail darüber erhalten. Es ist geschwärzt vom Recht auf die Konnexion. Der gesetzliche Kader gesagt schon heute für, dass all Betrieb den informatischen Outil nutzt, Regime de droit à la déconnexion festlegt. Über einen Kollektivvertrag, für so ihn existiert, oder so am Kader von einem Akkord mit der Personaldelegation. Da das bewusst so geregelt, weil die konkrete Umsetzung stark vom Funktionament und Organisation vom jeweiligen Betrieb aufhängt. Wir sind aber offen für zu analysieren, ob das Grundprinzip vom Droit de la Déconnexion am Gesetz nach mehr klar muss präzisiert gehen. Aber der Punkt bleibt, wenn ihr nur so um 10 Uhr eine Mail möchte, als das schon den Droit de Déconnexion violiert oder nicht, oder hast du nicht violiert, wenn ihr seht, du musst mir nur direkt antworten. Das ist ein prinzipieller Punkt, weil ich keine Leute, und es steht so für unerst, von denen eine Idee hat, die geht hier an den Computer. Aber das heißt aber nicht automatisch, dass nur nach dem selben Moment keine Antwort hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute aus einer bestimmten Generation im Alter auch die Idee haben, schreiben nur lieber direkt, weil das vergisst fast gerade. Und das ist mal weiter. Merci, Herr Klammer, dass ihr das nicht vergisst. Dann ist es de Condépendant mehr attraktiv machen. Ein paar Parteien nur noch den Wunsch geäußert, dass man das machen sollen. Ich meine, dass das eine interessante Reflexion ist, weil diesen Dispositiv haut noch immer relativ wenig genutzt wird. Dabei kann der Condépendant sowohl Salarien wie auch Betriebe auf Vorteile mitbringen. Hier kann das Salarien eine mehr flexible Organisation von ihrer Arbeitszeit ermöglichen und den Betrieben helfen,
sich die konkret Bewerb von ihrer Aktivität anzupassen. Ich gebe es vor, dafür gerne mit den Sozialpartner diskutieren, für zusammen zu gucken, wie wir diesen Dispositiv mehr attraktiv können machen und eine mehr breite Nutzung dafür können fördern. Die Förderung, die kommen als Absentismus reduzieren. Thema Absentismus ist auch ungeschwert. Ich meine aber, dass es sich dabei für alle mit einem Froh von physischer und psychischer Gesundheit handelt. Das fällt an Kompetenz vom Gesundheitsministerium, den zusammen mit den konzernierten Akteuren schon intensiv in diesem Thema schafft, notamment am Kader von einem Groupe de Travail. Ich hoffe aber, dass mehr eine flexible Organisation von der Arbeitszeit auch dazu beitragen kann, verschiedene Situationen besser zu organisieren und damit indirekt auch einen Impact auf den Absenteismus kann haben. Es ist auch ein paar Pisten, die ich dann aber auch nachfüllen mit den Sozialpartnern diskutieren. Dass wir verschiedene Sujets sollen analysieren. Ich denke, da den Aktionsplan von den Kollektivverträgen, schon den schon ein paar Mal erwähnt, dass dort möglich ist, verschiedene Punkte auszuschaffen, wie wir da an den Mittelpunkt stellen. Da geht es vor allem darum, dass der Sozialdialog groß steht und dass wir vielmehr eine große Aufdeckung mit den Kollektivverträgen erreichen. Dass wir mehr Kollektivverträge kriegen, ob das dann unbedingt betrieblich Kollektivverträge sind oder sektoriell Kollektivverträge sind, das am Anfang egal, muss ich so, wir holen am Bankensektor von den größten Kollektivverträgen stehen gibt, da das ein Rahmenkollektivvertrag ist. In anderen, du hast Betriebskollektivverträge und gedonnacht nach interprofessionell und sich, wird eine Zwischenlesung aus zwischen denen zwei. Und ich meine, dass es wichtig muss sein, dass wir die 80% können erreichen, die auch an der Direktiv vorgeschrieben sind. Und da muss ich so, ich hatte am Anfang auch eine andere Meinung dazu, bei den Öffnungszeiten von den Tankstellen haben wir mehr wie 40 Kollektivverträge gekriegt. Und da liegen wir ungefähr bei rund 2000 Leuten, die darüber aufgedeckt sind. Du hast dann aber mehr Interesse da gewesen, dann auch für Kollektivverträge zu machen, wie man auf jeden Fall wie ich mir das am Vierfeld konnte vorstellen, wird also beweist, dass auch ein Kollektivvertrag kann zu einer positiver Entwicklung beitragen. Es geht doch darum, und das ist mir auch wichtig, mit den Sozialpartnern darüber zu diskutieren, über die Organisation von der Arbeitszeit und das von der Mobilität. Der wissen alle gut, indem er von wo kommt, verschiedene Kollegen haben Beispiele gehen, was 2 Stunden morgens und 2 Stunden noch sind für auf die Arbeit zu kommen. Dass wir auch durchgucken, ob es nicht möglich ist, dass wir da eine Arbeitszeitorganisation können kreieren, für das auch da Lernstoßzeiten andere Möglichkeiten sind, aber das soll in der betrieblichen Wolle machen und nicht mit einem globalen Gesetz, mit der Staat betrieblich nicht möglich sind. Ich erinnere immer daran, und sind meine Kollegen, die auch schon an den Ländern waren, an die mehr auf den Erwesen wirsch, auch da ist es möglich, an gigantischen Büros gebaut, weil auch die Lifte giffen das nicht packen, von alle Leuten zum selben Moment giffen aufhängen. Auch da sind Versaten, Öffnungszeiten, Schließzeiten, und wenn ich Leute aufhängen, können wir schaffen, aber wenn ich Leute abhalten, ob man auch nicht da Fertigspringen an enger oder anderer Form dorthin zu kriegen. Das Geschwätz gehen vom Teletravail besonders für als Frontalier durch die Steuer- und Sozialversicherung rechtliche Regeln, die nicht unbegrenzt können ausgebaut gehen. Ich meine, dass es klar ist, dass wir danach werden Diskussionen mit unseren Notbeschlenner dazu feiern, und dass ja auch gesagt gehen, dass wir ja Gespräche mit ihnen plätzeweise sind. Und da muss es doch möglich sein, und das wir nicht aus Nahe verlieren, ob wir doch nicht fertig bringen, über einer Wehr, das ganz zu entzerren, was will ich da mal so, das war schon von der vierten Regierung auch diskutiert, gibt hier auf verschiedene Plätze Happen zu bauen, direkt bei der Grenze, dass ich nicht doch nach muss, nachdem ich dann den Stau auf der Douane, die zwar nicht mehr gibt, wo aber ganz zur Kontrolle sind, überwunden hat, dass ich dann auf dem nächsten Sitz, den halt zu Lützburg als Möglichkeit hat, sich anzulocken und auch von da aus eine Arbeit zu machen, für dann nicht an die Fall von den Steuern können zu kommen, dass da doch eine Möglichkeit ist, die nicht so aus den verlieren. Dann muss man über die Regelung betreffend Pause schwätzen. Ich will auf der Zeit klar so, für mich ist keine Pause, wenn ich beim A geschafft habe, dann schwöre bei der B, dass da dazwischen eine Pause ist. Also da mal
hättech een Problem van Schmoes eng Lëcht kreen, schon man an eng Betrieb geschafft, wost de méi Branchemann also elektrisches miss unhenken am Laf vum Dach und dat alt eng Paus gewichtcht. Die wann vu Mä bei de B vum B bei den C gefu wie dann wäret relativ problematisch gewesen und schmengen dat kann het net sinn an dat kann e noch do net als Paus betreffen. Das auch derselwicht muss iwwer no denken, ab wenn je kann bei de Klier goen oder net bei de Klier goen. Sind immer méi Handwerksbetrieber, die soen, dat se schwierig geht, nur weil de Klier wie an der Zeit, dat dann een doheim war, an da konnte kommen van der Welt net so dann blaf vu moien, dat het lo immer méi schwierig geht, dat se genau Rendevous muss stattfannen. Entweder fir du dats de Betrieb do hingent, respektiv dats den de Betrieb bestalt huet och kann do sinn. Och do muss het méigich sinn, dats man dee Punkte méi no könne kommen. Féier Deechwoch ass HU geschwert gin. Wir wissen, dats man Kollektivvertreet féier Deechwoch drasteet, féier Deechwoch mat 10 Stunden. Do war mé der Meinung sinn, dat en do rechtzeche muss schaffen, dats dat iwwer Kollektivvertrag och legal méigich ass well. Et kann immer enke geschéien, dats BMO seet sichen dat do un, an der kéime zum Urteil Werbesrecht se de Kollektivvertreet se et dannnner, dats du fir reis fichte ass, dats du de Kollektivvertrag priméiert mit as noch déi Meigkete muss schaffen, dat selvech dats ha geschwert gin vun den Meigketen vun de 4 Stunden. Auch do sinn der Meinung, dass dat gesetzlich soll bei 4 Stunden bleiben, aber iwwer Kollektivverträgmeket muss geschafft gehen, op die 35 Stunden gegebenenfalls aufzugehen, die europäische Gesetzgebung firgeseit mir dat kann och nëmmen iwwer Kollektivvertrag gemerk gin, dat wir da noch een Urreiz fir mé Kollektivvertrag zu machen an fir eng Rechtssicherheit fir die Leute, die dat machen. Zentral Uleis vun der Regierung as het administrativ Belastung fir Bierger, Betriebe an Administrationen dort zu reduzieren, wo dat méigich ass oni dabei op neide Schutzbestimmungen zu verzichten. Reflexioun soll sich och an de Gespräche iwwer d'Organisationun vun der Närbeszeit ëmfannen. Ich meine, dass es zu schlau zu summe mit den Sozialpartnern zu analysieren, ob für enge Punkte die aktuell gesetzlichen Regeln oder Administrativprozeduren unnötig komplex sind oder an der Praxis nicht optimal funktionieren. Zum Schluss wollte ich so, oder kriege ich die Minute nach bei für Ihr kennt die Antwort schon her. Ich hatte Geduld, ich war ja aber brav. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen hier alle gute vielmals Merci so für diesen offenen und konstruktiven Debat. Beiträge schon einkehr gewiesen, dass die Organisation von der Arbeitszeit ein wichtiges Thema ist, das viele Facetten hat und das es verdient, gründlich diskutiert zu gehen. Schon die verschiedenen Reflexionen und Evaluierungen, die heute vorgedroht wurden, selbstverständlich schmatt an die weiteren Arbeiten. Wir werden Diskussionen am Hirsch mit den Sozialpartnern weiterfeieren. Und ich stehe weiterhin davon überzeugt, dass wir am Dialog die beste Chance haben, équilibriert und nachhaltige Lösungen zu finden, für den Bewerb von den Salarien an den Betrieben gerecht zu gehen. Für mich ist aber klar, dass dieser Prozess transparent soll bleiben. Die Chamber wird selbstverständlich über die weiteren Entwicklungen an diesem Dossier informiert gehen. Und ich freue mich immer auf einen konstruktiven Austausch, ob es an der Kommission ist oder auch bei Banne. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, vielmals merci für den Debat. Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle zusammen es werden fertig bringen, etwas rauszubringen, weil sowohl am Ende als von den Leuten, die arbeiten gehen, wie auch am Ende von der Kompetitivität von den Betrieben. Vielmals merci.